Ich habe in meinem Leben einige Visionen gehabt. Einiges, was ich geträumt habe davon. Etliches, was ich meine, dass es Gott in mich hingelegt hat. Und darf heute an der Parkarena und im Town Village Areal, und wenn ich euch anschaue, sehe, wie vieles von dem, wo ich meinte, dass Gott in mich hingelegt hat, Realität geworden ist, Wirklichkeit geworden ist. Aber da bleibt noch ein Traum. Da bleibt noch eine Vision, die anders ist und grösser als die bis jetzt. Sie begleitet mich schon lange, jahrelang. Manchmal ist sie jetzt ein bisschen zurückgedrängt worden durch die anderen Visionen, die voll Power gegeben haben. Und manchmal ist sie wieder im Vordergrund gekommen. Es ist ein Traum, den ich habe für mich, für euch, für die GVC-Bewegung und darüber hinaus. Der Traum, dass unser tatsächliches Leben immer mehr Jesus-Nachfolge widerspiegelt. Oder mit anderen Worten, dass wir ein Leben finden nach den Reich Gottes Prinzipien. Aus dem Traum in all diesen Jahren zu viele Enttäuschungen erlebt, Fragezeichen, zu viel anderes erlebt. Das habe ich, das ist wahr. Und besonders über die Corona-Pandemie von verschiedensten Seiten, verschiedensten Richtungen, Reaktionen, wo ich mich plötzlich gefragt habe, wo sind wir jetzt plötzlich gelandet? Wir sind doch jahrelang zusammen im gleichen Gottesdienst gesessen. Hart gelandet manchmal in der Realität. Und dann haben wir noch so Wellen, die von einem Teil von evangelikalen Bewegungen von Amerika überkommt, wo so Rechthaberei ist, wo Prinzipien wichtiger sind als die Liebe zu den unterschiedlichsten Menschen. Fragen bauen sich auf. Wird das auch zu uns überschwappen? Wenn ich auf all das schaue, frage ich mich, habe ich falsch geträumt? Bin ich einer Illusion aufgesessen? Soll ich den Traum aufgeben? 3-mal nein. Dann beim Reich Gottes Traum ist es nicht mein Traum, das ist der Traum von Jesus. Es ist nicht ein Traum, wo Gott hat mir einlegen musste, sondern es ist der Urtraum von Jesus Christus. Er ist ganz sicher nicht von mir. Ich weiss, er ist 100% von Jesus. Für das ist er auf die Welt gekommen. Jetzt fragst du dich und sagst vielleicht, Entschuldigung, aber er ist doch nicht für das auf die Welt gekommen. Er ist doch auf die Welt gekommen für die Sündenvergebung. Ja, das ist wahr. Das ist die Grundlage. Er ist auf die Welt gekommen zur Vergebung für unsere Sünden. Zur Versöhnung mit dem Vater im Himmel. Das ist die Grundlage. Aber liebe Freunde, das ist der Anfang. Er ist auch auf die Erde gekommen, um uns vorzuleben, das allererste. Aber auch um zu lehren, der Bergpredigt, wie ein Leben nach dem Reich von Gott ist. Darum träume ich seine Vision weiter. Gebe bei Rückschlägen nicht auf und bin sehr dankbar, dass der Dani Weber und sein Team den Traum noch stärker träumen als ich. Dass sie für den Traum gehen. Der Traum ist aus meiner Sicht schwieriger umzusetzen als das ganze Town Village. How to live. Leben im Reich Gottes ist ihr Traum. Sie wollen sehen und damit auch ich will sehen, wie die grosse Jesus-Vision wahr wird und wir zu einer leuchtenden Stadt auf dem Berg werden. Danke, Dani. Das ist nicht der einfachste Weg, weil es nicht ein spektakulärer Weg ist, sondern ein Weg, der teilweise steil und eng ist und eben wachstümlich ist und darum Zeit braucht und sich nicht sofort durch Sensationen zeigt. Ja, Wachstum braucht Zeit. How to live, Leben im Reich Gottes. Ich habe die letzten 3 Predigten, eine noch am Swimmingpool. Darauf bin ich jetzt so braun, weil ich die Predigt gehört habe.
Und 2 im Flugzeug gehört, im Heimweg. Und ich konnte fast mit Hand greifen, wie diese 3 Predigten die Sehnsucht nach dem Leben im Reich Gottes durchgekommen ist. Und heute ist der letzte Teil, der Teil 4, und er heisst «Der Boden von der Realität». Wir sind im 7. Kapitel, im letzten natürlich. Da redet Jesus von den Herausforderungen, von der Umsetzung von seiner Bergpredigt. Und der Einstieg ist mega steil, mindestens für mich. Kapitel 7, Vers 1 bis 3. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie schnell passiert das? Ich habe das gerade vor 5 Minuten gemacht. Ich habe aufgezählt, wie viele Enttäuschungen ich erlebt habe. Wie viel nicht Reich Gottes Leben ich erlebt habe. Aber Jesus sagt, weißt du was? Schau zuerst bei dir. Weißt du was, Johannes? Es fängt bei dir an. Wie schnell möchte ich zeigen auf Menschen, wo ich das Leben nicht sehe? Und denke, die hätten auch noch viel Potenzial. Aber Jesus sagt, Johannes, es geht um dich. Das ist deine eigene Baustelle. Schau sie an. Da in der Übersetzung heisst es, wie kommt es, dass du? Auf Schweizerdeutsch geht's noch, Johannes? Geht's eigentlich noch? Liebe, wie du immer heissest, geht's noch? Andere zu verurteilen, aber anderen zu sehen, was noch fehlt und selber nicht zu sehen, deinen eigenen Balken. Und dem anderen wollen den Speisen zu den Augen ausnehmen. Wie kommt es das? Oder was geht's eigentlich noch übersetzt? Hat mein Herz schon recht getroffen. Unverständlich für Jesus, wenn wir auf andere zeigen, es geht zuerst um unser Leben. Und wenn jedes von uns auf sein eigenes Leben schaut und da sich ausstreckt, die Sehnsucht hat nach dem Leben, nach dem Reich Gottes, dann sind wir die Stadt auf dem Berg. Jetzt, in dem 7. Kapitel, will ich ein paar Titel setzen und euch mitnehmen durch die einzelnen Abschnitte. Der eine Abschnitt heisst Entmutigung überwinden. Denn wenn wir wirklich die Bergpredigt umsetzen, wenn wir wirklich Jesus-Style leben, dann begegnen wir Gegenwind. Vielleicht Entmutigung. Und da sagt Jesus, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und werdet ihr finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Und da geht es noch weiter mit dem Versprechen, dass das Gebet nützt. Ich muss sagen, ich habe das Gebet immer so aus dem Kontext rausgenommen und gesagt, ich kann beten, was ich will, Gott gibt's. Und manchmal, wieso hast du es jetzt nicht gegeben, jetzt hast du das geschrieben und so. Aber es ist immer Kontext drin. Es ist im Kontext drin, im Zusammenhang drin von dieser Bergpredigt. Und ich würde sagen, hören wir auf zu sagen, ich schaffe das nicht, das Leben nach dem Reich Gottes. Jesus sagt, es ist möglich, Schritt für Schritt dorthin zu kommen, in der Verbundenheit mit ihm. Bitten wir den Heiligen Geist, uns zu lehren, wie wir uns verändern können. In der Zusammenarbeit mit dem Geist Gottes kann es und wird es gelingen. Das Motto dabei ist, ich will, ich strecke mich aus, er vollbringt. Komm, probiert das mal miteinander. Ich will, strecke mich danach aus, er vollbringt. Machen wir mal mit. Ich will, strecke mich danach aus, er vollbringt. So einfach wäre es. Dann kommt Jesus auf den Gegenwind zu reden. Im Vers 13 und 14. Wo er sagt, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg.
Nachfolge in der Jesus-Spur ist nicht einfach. Oder wie Jesus da sagt, die Nachfolge, nach dem Jesus-Style zu leben, nach dem Reich Gottes leben, nach dem Königreich Jesu leben, ist manchmal sehr ein enger und steiler Weg. Der breite Weg ist einfacher. Der Weg, wo man geht, es ist der Weg von der Selbstfokussierung, der Weg vom Egoismus, das Laufen mit dem Mainstream. Den Gegenwind aushalten lohnt sich. Es ist manchmal mega steil, wenn man den finden sollte, vergeben und sie sogar lieben. Es ist manchmal mega steil, wenn es darum geht, unsere Gedankenwelt zu überprüfen und zu ordnen. Es ist manchmal mega steil, wenn man gewisse Sachen lesen. Aber es lohnt sich, sich danach auszustrecken. Es ist nicht Mainstream, aber es lohnt sich, sagt Jesus. Jesus sagt, ich weiss, das ist ein enges Tor. Es ist ein schmaler Weg, aber es ist gut, den schmalen Weg zu gehen. Also sich schieben und stoßen zu lassen auf eine Mainstreamstrasse. Dann kommt Jesus auf grosse Worte überschrieben, zu reden, 7,15. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Ich lese noch ein bisschen weiter. An ihren Früchten werden sie erkennen, erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln. So trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Hütet euch vor den falschen Propheten. Oft suchen wir das Reich Gottes in grossen Worten oder spektakulären Ankündigungen. Es war ja schon Sinnezeit beim Paulus. Wir haben die verschiedenen Pastoren, oder Sinnezeit hat man Apostel gesagt, gegenseitig ausgespielt. Der Apollos hat besser reden, der Paulus relativ schlecht, hat dafür besser schreiben. Der Paulus war ein bisschen komischer, er hatte ein gesundheitliches Problem gehabt und darum haben ihn vor allem Korinther verachtet. Grosse Worte, spektakulärste Predigten, spektakulärste Ankündigungen. Jesus warnt vor falschen Propheten und gibt ein klares Kriterium. Das Kriterium, das unsere Kirche seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten Spaltungen bewahrt hat. An ihren Früchten werden sie erkennen. Die Früchte. Was sind Früchte? Was passiert, wenn wir im Jesus-Style leben? Was wachsen denn für Früchte in uns hinein? Die Früchte sehen wir im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Die Früchte, die wir Ausschau halten müssen. Bei Leuten, die gewaltig reden können, aber auch bei allen anderen Leuten. Das, was zählt, ist Liebe. Liebe. Freude, nicht Verbissenheit. Frieden, nicht Streit und Spaltung. Geduld, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Diese Früchte brauchen Zeit, Freunde. Und in all diesen Jahren, auch wenn neue Sachen gekommen sind, irgendwoher, irgendwas, irgendwie pompöse Sachen oder weniger pompöse Sachen. Wenn Leute aus Konferenzen zurückgekommen sind und gesagt, Johannes, zu dieser Konferenz, wenn du wüsstest, was ich erlebt hätte, das müssten wir auch. Und ich gesagt, das ist wunderbar. Hast du das erlebt? Komm, lebe mal ein halbes Jahr nach dem und dann schau, wie die Früchte sind. Und dann kannst du auf die Bühne und kannst es erzählen. Nicht manchmal auf die Bühne kommen. Es hat nichts verändert in seinem Leben. Ausser das Fernsehen von einem anderen Namen. Freunde, das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich wünsche, dass du das verstehst. Dass es um die Früchte geht. Früchte vom Heiligen Geist. Wenn wir den Jesus-Style leben. Und wenn dann eben die Früchte kommen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Freunde, dann sind wir eine Stadt auf dem Berg. Dann ist es anziehend.
Dann können wir auch noch reden. Spring nicht auf jede Sensation auf. Ich komme zum letzten Abschnitt schon. Sand oder Fels, Hörer oder Täter. Darum gleicht, Vers 24, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wem von euch und das Kinderlied in den Sinn? Bau doch dein Haus nicht auf Sand. Kann es nicht jemand? Komm, wir singen mal. Bau doch dein Haus nicht auf sandigen Grund. Jetzt baust doch nicht zu nahe am Ufer. Es kann ja sein, dass Jesus sieht, aber bringen tut es nicht. Du baust so ein Haus, ach, normal. Ungefähr so, jawohl, danke vielmals. Entschuldigung, die im Livestream, Entschuldigung, im Podcast, den wir nachher hören. Ich weiss. Ich kann schon immer in der Worship-Gruppe mitsingen, aber sie haben mich nie wählen. Es geht eben um das Haus, das auf sandigen Grund gebaut worden ist. Und das Haus, das auf Felsen gebaut ist. Es geht um das, die Älteren unter uns in meinem Jahrgang oder vielleicht noch ein bisschen jünger, kennen noch das Kassettchen, der Herr Gscheiderli und der Herr Dummerli. Wer kennt es noch? Es hat doch noch ein paar da, oder? Der Gscheiderli, oder? Der auf den Fels gebaut hat und der Dummerli auf den Sand gebaut hat. Ja. Ich weiss nicht, ob das heute noch so kannst du sagen oder ob das schon gecancelt wird, keine Ahnung. Aber Jesus sagt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann hat es auch einen Nutzen für euch selber. Es ist nicht nur so, dass die Stadt gegen aussen leuchtet und für ihr gehen leer aus. Es ist nicht nur so, dass wir einen Stress haben und müssen ausstrecken und machen und tun für andere. Sondern Jesus sagt, wenn du das machst, dann gleichst du einem Menschen, der das Lebenshaus auf ein gutes Fundament baut. Wir staunen manchmal, was passiert in Entwicklungsländern. Zum Beispiel Mekong bin ich mehrmals gereist. Wenn der Mekong hochgekommen ist, wo schon früher hochgekommen ist, plötzlich hat sie Häuser weggeschwemmt. Weil die armen Leute das Haus schnell anstellen mussten, ohne Fundament, ohne Unterkellerung, ohne nichts. Freunde, wenn wir nach dem Wort Gottes ernst nehmen, wenn wir uns danach ausstrecken, nach dem Jesus-Teil leben, wenn Jesus wirklich unser Herr ist. Manchmal singen wir, Jesus, du bist Herr. Und manchmal frage ich mich, ist er wirklich mein Herr? Glaube ich, dass das gut ist? Glaube ich, dass das Leben im Reich gut ist? Jesus sagt, dann bist du der auf einen Felsen baut. Du bist die Frau, die dein Lebenshaus um Felsen baut. Und wenn dann der Sturm kommt, dann bist du sicher und andere können noch unter dein Dach stehen. Das ist doch ein Vision, oder nicht? Das ist ein Vision. Das ist ein Vision. Und jetzt, lasst uns Menschen sein, lasst uns eine Gemeinschaft sein, die sich im Wissen um die Unvollkommenheit nach dem Reich Gottes Leben ausstrecken. In dem Ausstrecken werden wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Die Grenzen können wir auch Stolpersteine nennen. Und da haben wir so Steine. Und ich gehe jetzt da zu diesen Stolpersteinen über. Danke denen, die im Bachbett sind, suchen. Schön, wenn wir uns ausstrecken, dann begegnen wir immer wieder so Stolpersteine. Jedes vielleicht einem anderen Stein, wo man drüber stolpert. Auf unserem Lebensweg. Plötzlich macht es in der Nachfolge. Und das ist normal. Es hat also so Steine da und einen Filzschreiber. Und du kannst draufschreiben, was deine, vielleicht auch noch mit so Kurzbuchstaben. Meine Frau hat ja seinerzeit noch Steno gelernt. Vielleicht schreibt sie Steno, ist ein bisschen kürzer. Du kannst aufschreiben, welches das deine Stolpersteine sind. Vielleicht das Vergehen. Vielleicht Finden lieben. Vielleicht das, wie Jesus über das Geld sagt. Über Ehe, über Sexualität. Über irdische Sorgen.
Alle haben wir irgendwo einen Stolperstein. Du kannst auch sitzen bleiben und für dich. Aber du kannst ja da hinkommen während dem Worship und draufschreiben, was dein Stolperstein ist. Und dann, wenn du willst, kannst du natürlich in den Sack nehmen und heimnehmen. Aber wenn du willst, kannst du ihn auch in die Kiste rühren und sagen, Jesus, das ist mein Stolperstein. Jesus, ich lade dich ein. Wir zwei können es. Heiliger Geist, lehr mich. Heiliger Geist, leid mich. Heiliger Geist, führ mich. Weil allein bringt es niemand an. Aber wenn wir eine Gemeinschaft sind, die es ausstreckt nach dem und die Sehnsucht haben. Eigentlich hat ja jeder von uns die Sehnsucht in uns hinein. Mindestens für die anderen nebenzu. Jeder weiss, wer noch nicht nach dem Reich Gottes Prinzip lebt. Jeder weiss, wie viel Potenzial das man noch hat. In unseren Gesprächen sind wir schnell darüber, über andere Christen zu urteilen und abzutun und zu sagen, wo sie noch alles fehlen und warum wir nicht mehr recht glauben können und überhaupt. Ich kenne eine Anzahl Leute, die nehmen als einen Teil der amerikanischen evangelikalen Bewegung als Vorwand. Und sagen, ja, so, wenn ich das anschaue, dann kann ich auch nicht mehr glauben. Jesus sagt, du musst nicht die anderen anschauen. Du musst den eigenen Balken anschauen, deinen eigenen Stolperstein. Und dann red mit mir und red mit dem Geist Gottes. Und zusammen gehen wir fürschen. Ist das eine Vision? Kommen wir stehen auf und beten. Jesus, ich danke dir für die gesammelten Worte von dir in Form der Bergpredigt. Ich danke für all das, was vorhanden ist im Leben von uns. Hey, so gut. So gut. Und ich bete dafür, Jesus, dass wir die Vision verstehen auch. Verstehen, dass es jetzt nichts Spektakuläres ist, kein neues Gebäude. Nicht etwas, das wir vorzeigen in der Stadt, sondern etwas, das versteckt, im Verborgenen wächst. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst zu verstehen. Und Heiliger Geist, ich sage, ja, ich will. Ja, ich strecke mich aus. Mach du es vollbringen. Bitte dich, Herr Geist Gottes, dass du aufzeigst, wo unsere Stolpersteine sind. Wo dass man drüber stolpert. Wenn es darum geht, um das Leben. Nach deinen Gesetzmäßigkeiten. Jesus, mein Herz wird so warm, wenn ich das lese, was du sagst. Ich sage, ja, so könnte Leben auch sein. Und dann werden wir zurückgeworfen und dann kommen wir Erinnerungen, was mir verjagt hat. Wo die Sanftmut bei mir ganz weit weg ist. Aber du verurteilst nicht. Und darum strecke ich mich aus danach. Ich freue mich darauf zu wachsen. Ich freue mich, wie wir immer mehr Stadt auf dem Berg sind. Amen.